Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim. Wir sind da gerade mit dem Auftrag, die Astrid zu ermorden da. Nein, leider nicht. Arnbjorn ist in Sicherheit und dafür habt ihr meinen Dank. Aber was ist mit dem Verrückten? Ist Cicero tot? Ja, er ist tot. Hervorragend. Ihr habt einmal mehr euer mörderisches Können unter Beweis gestellt. Wisst ihr, warum behaltet ihr Schattenmähne nicht noch etwas länger? Er ist ein edles Ross und wurde in letzter Zeit nicht annähernd so oft geritten, wie er es nötig hätte. Da dieses Problem mit Cicero nun aus der Welt geschafft ist, können wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, die Dunkelbruderschaft wieder zu reinigen. Es bleibt nur noch ein Ziel, bevor wir gegen den Kaiser losschlagen. Habt ihr zufällig schon vom Feinschmecker gehört, sein Kochbuch gelesen? Es ist ziemlich berühmt. Der Feinschmecker soll bei einem besonderen Festmahl für den Kaiser kochen. Ihr werdet ihn töten, seinen Passierschein an euch bringen und die Rolle des Meisterkochs spielen. Festus ist für diesen Teil unseres Plans zuständig. Er steht kurz davor, die Identität des Feinschmeckers aufzudecken. Ihr solltet mit ihm reden. Okay. Der Wahnsinn hat ein Ende. Vertretet Festus. uns gut, Bruder. Ist das nicht der Alt gewesen? Ja, Da genau, die seid ihr ja. Habt euch mit Cicero aber Zeit gelassen, hm? Also kommen wir zum Geschäftlichen. Astrid hat euch hoffentlich vom Feinschmecker erzählt. Keine wieder. Ja, ich soll ihn umbringen und seine Identität nehmen. Genau. Aber erst müsst ihr herausfinden, wer er ist. Vorausgesetzt, es ist wirklich ein Er. Könnte ja auch eine Frau sein. Wisst ihr, vielleicht habe ich mich doch in euch geirrt. Wer so klug ist, den Mund zu halten und zuzuhören, kann nicht ganz so übel sein. Bei meinen Ermittlungen bin ich auf das hier gestoßen. Ein Exemplar des Kochbuchs des Feinschmeckers. Aber nicht irgendein Exemplar. Es ist signiert, seht doch. Es scheint sich um eine Botschaft des Feinschmeckers an einen gewissen Anton Viran zu handeln. Ich habe Viran in der Festung von Markart aufgespürt. Scheinbar ist er dort Koch. Okay, und Anton Viran soll also die wahre Identität kennen. Ich glaube ja. Deshalb sollt ihr von Viran in Erfahrung bringen, wer der Feinschmecker wirklich ist und wo er sich befindet. Ach ja, und sobald ihr mit Viran fertig seid, bringt ihr ihn um. Okay. Man soll immer hinter sich aufräumen. Danach müsst ihr... Hört ihr mir eigentlich noch zu? Ja. Wie gesagt, ihr müsst natürlich den Feinschmecker töten. Aber ihr braucht außerdem auch seinen Passierschein, damit ihr seinen Platz einnehmen könnt. Oh, und nach Möglichkeit solltet ihr seine Leiche verstecken. Je länger es dauert, bis seine wahre Identität herauskommt, desto besser. Und jetzt fort mit euch. Okay. Sagt, Schwester, sind die Geschichten wahr? Mehr Infos brauchen wir nicht. Schnell weg. Karawane. Ah, Babette. Ah, Babette. Alle Schnell weg. Achtung. Ich kann nicht einen anderen Weg, ich kann nicht an der vorbeilaufen. Drei Waldelfen. Die ist so psycho, Mann. Wenn das nicht funktioniert hätte, es gibt auf jeden Fall Die ist so psycho. Bist still, Wenn man Babette. in die Zukunft sehen kann, mag der Erfolg zwar nicht sicher sein, aber man kann ihn zumindest Ja, die erwarten. ist aber nicht schlecht. Es hilft, dass ich bereits meinen eigenen Tod begehrt habe. Babettli. Ich freue mich, um die umbringen. Die Reinigung. Es muss eine Reinigung geben. Es muss einfach. So, ich werde jetzt Schattenmähne nehmen. Ich höre wieder einen Drachen, normal. Das interessiert mich eigentlich nicht, ich brauche gerade keine Seele. So, Patentrezept. Ist so die Markarte. Wir sehen uns dort. So, wir sind in Markart angekommen. Was soll ich tun? Niemals das Haus Ich verlassen? finde das eine Wollt ihr das ändern? extrem geile Ihr Stadt. macht den Stall zu. Ich bin jetzt das erste Einmal in der Nacht da gewesen. Ihr wollt jetzt aufgeben? Aus Extrem Furcht? cool. Soll das unsere Tochter von Ihr uns wisst lernen? also nichts über dieses Haus? Das sind wahrscheinlich einfach wieder zwei Quests, die ich annehmen könnte. Es gibt so viel zu tun, Leute.
Eben, wie gesagt, ich will die dunkle Bruderschaft abschliessen. Das auf jeden Fall. Eventuell noch ein paar coole Quests zeigen, aber dann Ich will euch etwas aufs anvertrauen. Ende Wir haben von Skyrim zugehen. Ja, es ist jetzt der 75. Part und ich hoffe, man hat Was Dings, habt ihr zu verbergen, Priester? den Schnitt nicht wirklich gemerkt. Ich Ne? verberge gar nichts. Das ist aus einem bestimmten Grund geschlossen. Ja, schon wieder eine Seid ihr Quest. hier, Ich um muss den nur mit Jan denen zu reden und ich sehen? könnte überall Quests machen. Ist sicher jeder Mensch. Ja, und da glaubt jemand nicht, Markartische kein Wemmer Stadt gewesen. Ja, sicher, ja. Wer hat mir das gesagt? Irgend so Wachen dort draussen. Ja, Handy. Wow, mega viel. Also 2, es hat sicher noch mehr. Gehen wir nicht rein. Ich bin nicht da zum Dienen. Ich bin da zum Reden. Da sieht es doch schön nach Küche aus. Ah ja. Ich muss arbeiten, sonst reißt mir Anton den Kopf ab. Oder? Kümmert euch nicht. Ja, ja, zum 100. Male. Ich bin Bretone. Ich wurde in Hochfels geboren und dann bin ich hierher gekommen. Ich komme nicht aus Reach. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Es ist am Handwerken. Der Feinschmecker, wer ist es? Wo ist er? Der Feinschmecker? Keine Chance. Ich weiß nicht, was euch hierher geführt hat, aber ich werde das in mich gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen. Ich nehme das Geheimnis der Identität des Feinschmeckers mit ins Grab. Für die dunkle Bruderschaft lässt sich das locker einrichten. Die dunkle Bruderschaft? Jetzt wartet doch mal, nicht so hastig. Mein Freund würde doch sicher nicht von mir verlangen, mein Leben in Gefahr zu bringen. Oder? Nein, nein. Also, sein Name ist Balagog Gronolop. Was? Er ist ein Ork. Der Feinschmecker ist ein Ork. Er ist im Gasthaus zum Nachttor. Mehr weiß ich nicht. Und jetzt lasst ihr mich gehen, oder? Wir sind also fertig? Musst du mal aufs WC? Dude. Bitte, bitte lasst mich in Ruhe. Dude, musst du mal aufs WC? Anton, der einzige Grund, warum Anton noch... Ihr braucht etwas? Redet mit Anton, wenn ihr etwas braucht. Er ist der Chefkoch. Ja gut, dann machen wir es halt ein bisschen anders. Also halt mit dem Bogen. Ich muss arbeiten, sonst reißt mir Anton den Kopf ab. Ja, ja. Im Namen Ja, des geil. Jarl. Keine Bewegung. Wie habt ihr mich jetzt gefunden? Ja, voll easy, nicht Cash. Kluger Mann. Jetzt Ich könnte mich mal in den Typ... Ich weiss immer noch nicht, was ich falsch mache. Wahrscheinlich sollte ich einfach wegschleichen und nicht aufstehen und wegrennen. Oder ich hätte halt wirklich müssen den richtigen Zeitpunkt warten und dieses und jenes. Wie viel geht alle eigentlich noch? Weiss gar nicht. Ah, 7000, mein Gott, da kann ich noch 7 Morde begehen. Ist es so? Ich frage mich, ob wir Markart nicht... Wo lebt er? Ach so, in Reach. Oh nein. Wir sehen uns dort. So, wenn ihr seht, Gasthaus zum Nachttor sind wir angekommen. Sorry, ich kann gerade noch mal rasch lüften hier. Ich bin mit meinem geliebten Pferdchen hergekommen, das ich gar noch nicht lange habe. Natürlich hört man wieder Drachen brüllen, wie kann es auch anders sein, die waren Nervviecher. Sorry, man hätte es echt besser machen können. So 20 Drachen, wie man es mal gehört hat. Ja, gute Idee. Aber Drachen, die immer wieder respawnen. Für die eine Fähigkeit, wo man 300 Seelen braucht. Puh. Nein, mach ich nicht. So. Was? Auch mich nicht gesehen. Ist schon mal gut. Danke. Ich möchte es lieber mit dem Dolch machen. Nicht mit dem, sondern mit meinem anderen. Mit der Seele. Ich möchte mal schauen, habe ich überhaupt. Ah, Mist, das ist ein Ladebildschirm.
Passierschein des Feinschmeckers. So. Und ich würde sagen, wir ziehen sie wieder. Da geht rauskommen. Psst! Er ist am Schlafen. Nein, whatever, mit uns Auftrag abgeben. Der verlorene Mörder kehrt zurück. Verloren? Und? Was ist mit dem Feinschmecker? Tot. Gut, gut. Und ihr habt auch den Passierschein, wie ich sehe. Das wäre also erledigt. Ich habe Nachricht aus Markart erhalten. Wie es scheint, hat sich Anton Viran ebenfalls vorzeitig verabschiedet. Gut. Aber leider ist diese Taverne in heller Aufregung, weil es sich herumgesprochen hat, dass einer der Gäste ermordet wurde. War es euch vielleicht zu viel, die Leiche zu verstecken? Ha, nutzlos. Hier ist euer Gold. Geht jetzt zu Astrid. Endlich ist die Zeit gekommen, gegen den Kaiser vorzugehen. Citis möge uns beistehen. Gut, schau, mit dir will ich es sowieso nicht gut haben. Du wirst gereinigt. Das verspreche ich dir. Und wenn ich es muss allein durchführen, dann wird jeder sterben. Jetzt sind alle Astrid abhängig und sollten auf die Dunkelmutter hören. Mutter der Nacht. Ihr habt keine Ahnung, Volks. Ihr seid keine wahre Es Dunkelbruderschaft ist also vollbracht. Ihr habt den Feinschmecker getötet. Und ist es jetzt soweit? Können wir den Und Kaiser nun töten? ist Titus Mede der Zweite so gut wie tot. Titus Mede. Können wir den Kaiser Oh ermorden? ja, und ich habe entschieden, dass euch diese Ehre zufallen soll. Logo. Seht euch nur an, so ruhig, so selbstbewusst. Ich glaube wirklich, ihr wurdet für diese Aufgabe geboren. Lasst uns denn beginnen. Begebt euch nun zum Schloss Elend in Einsamkeit. Zeigt dort dem leitenden Offizier, Kommandant Maro, euren Passierschein. Ihr erinnert euch sicher an ihn. Ihr werdet freien Zugang zu den Küchen und schließlich auch zum Kaiser erhalten. Ihr gebt euch als Meisterkoch aus, also wird es euch ein leichtes sein, sein Mahl zu vergiften. Was für ein Gift? Hier, benutzt das hier. Es handelt sich um eine Jarinwurzel. Nur ein kleiner Bissen und die Wirkung tritt sofort ein. Der Kaiser wird Citis dienen, bevor er überhaupt merkt, dass er tot ist. Sobald Mede tot ist, flieht ihr durch die obere Tür und dann über die Brücke. Ich habe veranlasst, dass sie unbewacht ist, sobald der Alarm erklingt. Geht jetzt. Geht und erfüllt euer Schicksal als Zuhörer. Ich bin nicht dein Zuhörer. Tötet gut. Und oft. Oft? Willst du es gerade jetzt? Die regt mich so auf, Mann. Es ist so... Oh. Wir sehen uns mit dem Kaiser Mede. So, wir sind da. Das ist wahrscheinlich dann das obere Tor und die Brücke dort unten, wo ich schon mal geflüchtet bin. Ganz ehrlich, ich traue der Astrid nicht. Ich glaube, die will mich da jetzt fertig machen. Aber egal, wir möchten jetzt mal noch... Stehen geblieben. Der Turm darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. Was ist denn das? Bestellung dieser Größenordnung. Besitzer dieser Papiere. Der Feinschmecker. Bei Azura. Der Feinschmecker. Es tut mir leid. Ich hatte ja keine Ahnung. Wir wussten nicht, womit wir rechnen sollen. Ihr seid anders gekleidet, als ich erwartet hätte. Aber lasst euch bitte nicht aufhalten. Geht direkt durch in die Küche. Jana, die Burgköchin, erwartet euch schon ungeduldig. Machen wir doch gern. Also, Jana, wo bist du? Hallo, hallo? Ich möchte zuerst noch ein bisschen umschauen. So. Dann muss ich rasch meine Wurzeln suchen. Lalala. Ich könnte sie auch essen. Hä? Nicht noch eine Lieferung. Ich habe doch gesagt, dass wir alles haben. Legt es dort ab und verschwindet. Ihr versteht mich falsch, weil ich bin der Feinschmecker. Der Feinschmecker? Ja. Oh, endlich! Ich konnte es kaum glauben, als ich hörte, dass der Feinschmecker für den Kaiser kochen sollte. Ja, du kochst schon etwas Gutes Es für den ist Kaiser. nur... Ja? Ich habe richtig geraten.
Ich habe immer schon gedacht, dass der Feinschmecker ein Waldelf ist. Nur jemand, der über Waldkräuter Bescheid weiß, kann... Schweigt! Ich bin bereit fürs große Festmahl. Oh, nun, das seid ihr nicht. Ihr müsst eine Kochmütze tragen. Dort im Regal ist eine. Ohne könnt ihr einfach nicht kochen. Lol. Habt ihr gesehen, die Grafikbox da? Voll schlimm. Im Schrank. Wo ist denn der blöde Schrank? Hä? Dude, ich will keine Kochmütze. Wir fangen an, sobald ihr die Mütze tragt. Seht im Regal dort drüben nach. Wir wollen doch nicht, dass der Kaiser euch für jemand anders hält, oder? Regal, dort. Oh Lord, muss ich jetzt echt die anlegen? Nein. Oh, welch ein Anblick. Ausgezeichnet. So habe ich es mir vorgestellt. Es langt. Ich bin da zum Kochen, nicht zum Reden. Fangen wir an. Oh, ja, aber natürlich. Der Kaiser wünscht sich euer berühmtestes Gericht. Die Portage Le Magnifique. Ich habe schon mal angefangen. Aber im Kochbuch steht nicht viel und jeder kocht das Gericht anders. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn wir es auf die besondere Art des Feinschmeckers zubereiten könnten. Ja, Die Brühe ist bereits gekocht. Wir können sofort beginnen. Welche Zutat kommt als nächste? ja, Leute. Welche Zutat als nächstes kommt? Das sehen wir das nächste Mal. Bis dann. Peace.